Ah, Leute, so wie es aussieht, wird Hubert gleich die Fliege machen, beziehungsweise gleich abkratzen. Und du nicht so geil wäre. Aber ich glaube, ich kann machen, was ich will. Ich werde ihn nicht mehr großartig retten können. Das heißt, wir müssen irgendwie, tja, anders gucken, was man machen könnte. Also ich schicke Felix trotzdem hier runter, weil da unten kann noch ein bisschen was machen. Dann machst du doch irgendwie noch... Ah, ist gar keine Strategie mehr, oder was? Sie könnten auch da mit dem Miniaturbogen, vielleicht den, der bereits angekratzt ist, weil die anderen jetzt kaum schon platt kriegen. Machen wir den da. Wir müssen mal die Schilde brechen. Du wurdest besiegt. Ja komm, wisst ihr was, wir gehen dann aber ganz weit zurück. Oder ganz weit. Die Aufstellung selbst war schon mal gut. Zumindest der Anfang. So, ich gehe bis Zug 1 wieder zurück. So. Hubertus, dahin. Doch, doch, eigentlich schon. Beziehungsweise in der Theorie. Dann geht Kaspar darüber mit Michael. Ja, schon ein bisschen angreifen, ein bisschen kitzeln da. Auch mit diesem mehr im Fokus drauf liegen, um halt dieses scheiß Schild zu brechen. Ja, macht keine Scheiße. Ich wollte sagen, macht keine Scheiße hier. Weil es wird eh nicht viel bringen. So. Bei dem ist schon ziemlich arg im Arsch. Gehst du schon mal da runter. Ordentlichen Silberschwertschnitt. Kannst auch mal ein Kriegerschwert. Stahlpanzer geht natürlich auch. Ist der weg. Dann muss noch der da unten folgen. Da kannst du eigentlich schon mal da runtergehen und dir den krallen. Obwohl, erst mal kurz warten. So, Schild gebrochen. Sehr gut. Ein bisschen Dunkelmetall. Dann könntest du ihn vielleicht sogar schon vernichten, wa? Ja, wobei, ich spare mir dann das, glaube ich, für Felix auf. Du schnappst den da unten. Petra. Ja, also könntest du zwar auch schon mal den schnappen. Zumindest ein Teil davon. Also wäre sowieso relativ schnell wieder beim Schatz unten. Macht das Sinn, dass das wir machen hier? Oder greifen wir einfach mal an und... Einfach mal den Schild der platt, gut. Oder den Teil vom Schild. Hier ist auch schon ein bisschen was gebrochen. Okay, ich gehe jetzt absichtlich da runter, weil ich möchte gerne ein Schild komplett zerstören. So, ist noch da unten. Da wirst doch du wohl dahin kommen. Nein, tut er nicht. Ich glaube das einfach nicht, hey. Also wegen dem scheiß Wald oder was? Da kann ich direkt so ein Ding machen hier.
schon mal ein bisschen nach oben. Dann setze ich halt hier hinten Stratagem ein. Dann noch einen da unten. Na, der darf nicht von ihm platt gemacht werden. Weil sonst kriege ich das Ding nicht, was er gerne hätte. Das hier nicht platt gemacht. Schade eigentlich. Das heißt, muss ich das noch platt machen? Darf man nicht zu viel dann machen, weil sonst... Wenn man das auch der andere Typ direkt platt, gehe ich mal da hinten und mache den platt. Lanzenreihe, ne, da wäre ein bisschen zu heavy. Ja, bricht das mit Nosferatu, das ist die andere Frage. Ja, seht ihr, ist nur angebrochen. Aber nicht zerbrochen, das ist jetzt hier leider ein bisschen doof. Das Vieh ist schon ein bisschen krass, muss man zugeben. Aber für die beiden. Das ist echt nicht down, glaube ich kaum. Ja, wenn sie es trifft, hat man den Raum Arsch, wa? Also wenn ich Power greife, da einfach Hubert an. Er generiert einfach sein scheiß Schild. Alter! Ich habe noch nicht so die beste Strategie merke gerade. Das wird zum Teil komplett erholt. Ich glaube das einfach nicht, hey. Nee, von das bringt das so nichts. Das ist echt gar nicht mal so einfach. Ich meine, das Perfekte hinzukriegen, meine ich halt. Darum geht's mir. Also in Zug 1. So, und also den einfach da wegkommt. Und scheiße auf den, ich gehe direkt auf den los mit der ganzen Truppe. Ich muss ja die Schilde brechen, weil sonst habe ich nichts davon. Das ist das Problem. Ja, so geht's vielleicht dann nicht unbedingt.
So. Dem sind 2 schon gebrochen. Ich glaube, hier ist... Das ist vielleicht schon ein Fehler. Okay, wir haben noch genug Dinge übrig. Warte mal ganz kurz. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Petrazog, Linhazog. Ja, nicht das Problem. Moment, bis hierhin ist gut. Ihr geht aber direkt hier runter. Hier ist das Schild jetzt gerade noch mal ein bisschen angebrochen. Ich muss ein bisschen rausfinden, wie ich das mit dem Schildbrechen, das am besten mit einem Move klappt. Am besten jetzt direkt einfach durchbrechen, wa? So. Schnell durchladen, wir kennen das alles bereits mit Genüge. Doof ist natürlich, wenn sie einfach gegenseitig wieder heilen, ne? Da ist, oder beziehungsweise gegenseitig selbst ständig wieder heilen. Rüstungen reparieren, das ist dann ganz heavy. So. Dem ist ein Ding schon weg. Noch 3 Rüstungen komplett zu schrotten. Das wird nicht klappen, leider. Toll, wem gebe ich jetzt ein bisschen Magic drauf? Ich schlage auf Michael ein bisschen mehr Magic. Okay. Dass noch so ein scheiß Schild deppern kann. Strategie geht sowieso, das wissen wir alle, aber... So, dann waren es noch 2. Das ist eine scheiß Trefferquote. Kannst sagen, was du willst. Es hat nicht gereicht, ich glaube das nicht. Hey, Mann, wie schwach ist sie denn bitte? Alter. So ein Doppelangriff? Nee, keine Chance. Mach's vielleicht so, weil... Ja gut, ist das Vieh halt direkt down, ne? Da bringt mir eigentlich gar nicht viel. Ein bisschen angekratzt. Hier sind ja auch 2 angekratzt, das wissen wir, aber das ist kein Problem. So, der Schild ist im Arsch. So, jetzt mache ich aber trotzdem Rambazamba. Obwohl... So. Das Vieh kann ich eigentlich so belassen, wie es ist. Dann gehe ich doch erst einmal... Ja gut, ich kann den Schild zwar schon mal brechen. Nee, komm. Da ist mein Truhe auf. So. So weit haben wir schon mal. Jetzt sind wir bei dem. Du kommst relativ weit. Das lobe ich mir.
Mit der erstmal den Schild verbrechen. Und dass du einen anderen Schild zerbursten. Ein bisschen mehr, direkt ein Stratagem, ja. Ja, komm. So, die Rüstung wäre hinüber. Der Kasper wird wehtun. Weil er trifft. Ja. Alle 4 Schilde regeneriert. Oh, ist das übel. Drei Schilde noch, sind aber alle bereits angeknackst. Ne, glaube ich jetzt einfach nicht. Kannst du nicht irgendwie ein Schild noch irgendwie anknacksen? Mit der anderen Technik oder so irgendwie? Oh Mann, oh. Relativ schwachen Angriff nimmt, damit er überlebt. Das ist das Problem gerade. Ich trotz Meisterachs aber keine keine Crit-Chance habe. Das ist mal interessant. Nur wenn du triffst, Fräulein. Warte mal, schafft das jetzt immer noch nicht? Darum ein bisschen näher ranzugehen oder so? Nee, keine Chance. Ja, können den Anstoß ersetzen, bringt mir aber gar nichts. So, muss da unten halt Michael loslegen. Egal was er macht, es wird ihn... Ah nein, komm, so geht's. Nur ein einziges Dunkelmetall. Schade. Aber jetzt kannst du den Chaos machen. Der andere ist da unten. Das ist unsere Position gesehen relativ weit weg. Jetzt müssen wir mal ganz kurz aufpassen, abhauen. Jetzt hier schon mal eine schöne Strategie starten. Und wo es eines gab, da gibt es noch mehr. Die tödlichen Ritter, genau. Schild ist bereits im Arsch, das wissen wir bereits. Sehr gut. Kann sonst auch da hoch, weil wir noch ein bisschen weg und so. Kannst du noch mal ein bisschen draufhämmern? Miniaturbogen, hohe Crit-Chance, könnte weg sein. Oder sie macht da gar nichts. Schwierig, schwierig. So, Petra. Frage, mal kommst du bis dahin? Okay, da heißt hier draufhauen.
Vorteil drin. Mir geht es ein bisschen darum zum Gucken. Ich irgendwie... Eine Strategie wäre das Problem. Sonst ich irgendwie 2 weggekriegt hätte. Hä? Wieso greift jetzt den Magier an? Ich habe eine Strategie eingesetzt. Hallo? Man kann sich auf nichts mehr verlassen, ganz ehrlich. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Außer, dass der Part eigentlich vorbei wäre. Aber wir sind ja sowieso schon kurz davor. Gekratzt, das war zu erwarten. Zum Glück habe ich noch eine Strategie. Problem ist, ich muss es darauf ansetzen, auf den anderen geht es nicht, war doof. Egal. Verschafft mir zumindest ein bisschen Zeit. Ich kann vielleicht von oben aus an, weil das Vieh ist jetzt sowieso da. Sich nicht mehr großartig bewegen, dann kann sie aber trotzdem schon mal ein Grau nach oben, so durch. Dann die anderen beiden auch noch gebrochen, geht leider gerade nicht. So, wie lange ist das Vieh platt zu machen oder wäre es mal auf den da mit dem Stratagem los? Sogar noch eins? Jo. Nochmal eins wagen. So ist noch der und der Schild da. Das Viech ist leider auch noch da und hat einen ziemlich großen Radius, wo es angreift. Ist jetzt die Frage. Jo, ich hätte einen Zauber, mit dem ich ihn komplett killen könnte. Dann mal los. So, der hat nur einen Schild. Kriegerschwert, Attacke! Metall mal 3 erhalten. So, Petra ganz fix nach oben. Kannst noch ein bisschen unterstützen. Vielleicht kommt er auch irgendwie durch den Wald noch hindurch, kein Plan. Aber eigentlich ist, ich glaube, hier wäre er schneller, wa? Kein Schaden. Ich gegen den Ritter des Todes. Du. So, da sind noch 2 Dinge zum Ankratzen. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Sogar aus einer weit höheren Distanz kriege ich das hin. Sehr schön. Noch einer, da darf sich gerne Kasper drum kümmern. Ein Dunkelmetall, sehr gut. Und Hubert gibt ihm bitte den Rest. Mag er noch einen Zug zu erledigen? Jerisa, Linha, ja komm Linha, du darfst da auch noch ein bisschen, weil Schildbrecher natürlich jetzt nicht ganz so interessant ist.
Fertig kommt leider nicht mehr rechtzeitig hin. Petra, ja komm, noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Und das alles ohne Kritten. Krasse Scheiße. So, erst 35, 36 als Bogenritterin. Ja. Ah, vielleicht dienen gemeinsam. Ah, okay. Das heißt, du darfst den Schild noch brechen. Er kriegt noch ein schickes Dunkelmetall-Update. Sehr schön. Wow. Da jeder Bogen würde ihn killen. Wie sieht es bei Linhard aus? Nur mal ganz kurz so. Weil er killt ihn nicht unbedingt, außer das mit dem Kritten mit hinhauen. Was ist ein Indra-Pfeil für eine Waffe? Zumindest was krass.